Der Josef und der Sascha verschwinden aus Lansing und fliegen wieder zurück nach Süden. Tina kriegt eine gescheite Portion Glitzerpladeln aufgeschleudert, weil sie ein Packerl mit einer Glitzerbomben aufmacht, die wo sein Bruder eigentlich vor das Haustier gestellt hat, weil er einen Packeldieb anstrafen möchte. Der Lenz fängt wieder das Keizen und das Keichen an und drum fährt seine Mutter mit ihm für einen Monat lang zu der Ostsee auf zum Hummerl, weil die Salzluft für ihn besser ist. Der Gregor verschwindet auch aus Lansing und fliegt mit seiner preußischen Stieftochter nach Indien runter. Der Rolli kommt wieder zurück und seine preußische Gspusi zieht unter die Weiber wieder eine neue Runden auf, wo miteinander Bücher gelesen werden. Wie es aber nachher soweit ist, hat sie es voll verschwitzt und fragt Leni, was in den Büchern drinnen steht. Die tut er so, wie wenn sie ihr helfert, aber dabei lässt sie es voll auflaufen, dass er sich blamiert bis auf die Haut. Der Emil muss für die Schule einen Stoffhosen häkeln, aber das liegt ihm nicht. Und drum möchte er, dass Tina das für ihn macht. Die lässt sich breitschlagen und strengt sie recht an, aber am Ende ist er ihm nicht schön genug und er nimmt ihn nicht an. Der Rolli hat ein steifes Knack und drum kauft er ihm seine preußische Gspusi eine Messingschüssel, wo man draufhaut und nachher schallert's. Das hilft ihm aber nicht weiter, sondern wenn er mit ihr einen Wein sauft, das bringt's. Die Landweiber treffen sie jetzt beim Rolli sein Vater im Standl und die Landjugend auch wieder. Aber denen wird's fad, weil er grad alte Geschichten der Zeit, die wo keine Sau nicht interessieren. Der Joschi ist allweil noch hinter der Laura her, aber wie er nachher einen Brei verzapft, dass ihre die Arbeit bei ihm nicht extra taugt, wird's zintig und kriegt sie mit ihm und schmeißt alles hin und will wieder heimfahren, wo's hergekommen ist. Davor sagt er ihr aber nur auf den Kopf zu, dass er voll in sie verschossen ist.